Eline und schreibe ganz gerne. Und übrigens fand ich auch ganz gut, dass Jerome Jamielo an dieser Zeit von der Corona-Krise, weil jeder sich ein bisschen langweilt und sich ein bisschen Gedanken macht, die Initiative ergriffen hat, für das junge Lützeburger Schriftsteller können hier Texte dafür drohen und das dann online setzen. Weil ich meine, die Leute brauchen ein bisschen Auflenkung und wir sind dann auch ein bisschen aufgelenkt, weil meine Geschichte viel lesen. Hatte ich die Chance für den Prix Laurens zu gewinnen und das hat mich extra motiviert, für weiterzuschreiben. Ich schreibe das eigentlich nur eine von den Sachen, die ich am allerliebsten mache, neben dem Malen und überhaupt von Geschichten erfahren. Ich hoffe, dass mein Text euch gefällt, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr vielleicht ein kleines Lachen auf das Gesicht zaubern werdet. Blauer Himmel, freie Sicht. Die Augen konzentriert, auf den Boden fixiert. Noch segelt er gemächtig vor sich hin, doch dieser Vogel ist schnell und seine Augen scharf. Jeden Augenblick kann er zu Boden stürzen, um seine Beute zu greifen. So sind die Raubvögel. Ein Rotmilan ist es. Es geben seine gezackten Flügelspitzen zu erkennen. Ein elegantes Tier, das den anderen überlegen zu sein scheint. In der Ferne flattern 2 Krähen vorbei. Der Raubvogel interessiert sich nicht für sie. Plötzlich stürzt der Mann nach vorne. Sein Fernglas fliegt ihm in hohem Bogen aus der Hand. Er kann sich gerade noch an einem Holzpfosten festhalten, um nicht vornüber ins Gras zu fallen. Hinter ihm saugt jemand erschrocken die Luft ein. Oh, Entschuldigung, geht's? Haben Sie sich wehgetan? Aufgebracht dreht der Mann sich um. Kannst du nicht aufpassen? Ein Junge auf einem Fahrrad steht vor ihm. Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben. Tut mir leid, ich habe die Bremse nicht gefunden. Der Mann mustert den Jungen missbilligend. Dann hockt er sich hin, um sein Fernglas wiederzufinden. Du hättest gar nicht erst aufs Rad steigen dürfen, brummt er vor sich hin. Der Junge erblickt unterdessen das Fernglas und hält es ihm hin. Neugier blitzt in seinen Augen. Was ist es eigentlich? Schnaubend richtet der Mann sich auf und greift danach. Das war mal ein echt gutes Fernglas, murmelt er, während er den Schaden begutachtet. Es sind weniger Kratzen, als er vermutet hatte. Und was machen Sie damit? Die Neugier des Jungen lässt nicht nach. So langsam verliert der Mann die Geduld. Geht dich das an? Der Junge zuckt die Schultern, schaut verlegen zu Boden. Nach einer Weile nuschelt er. Weiß nicht, aber ich würde es gerne wissen. In der Zwischenzeit hat der Mann bereits sein Fernglas wieder im Gesicht platziert und sucht nun den Himmel nach dem Rotmilan ab. Wegen dir habe ich jetzt den Vogel aus den Augen verloren. Na super. Der Junge reißt die Augen weit auf und wirft sein Rad in die Wiese. Das heißt, du schaust Vögel? Der Mann stiert stur vor sich hin. Und warum machst du das? Hakt der Junge nach. Schnippisch pfeffert der Mann zurück. Aus demselben Grund, aus dem du mit deinem Rad alte Männer über den Haufen fährst. Eine Weile schweigen die beiden vor sich hin.
Dann sieht der Junge den Mann nachdenklich an. Was ist es denn für ein Vogel, den du suchst? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Mit einem Satz hat sich der Junge neben den Mann auf den Holzzaun gehangelt. Konzentriert huscht sein Blick über die Wiese hinweg. Der Mann kann es nicht lassen, kurz hinüber zu blinzeln. Er kommt sich vor wie die Krähen, die plump am Raubvogel vorbeiflatterten. Los jetzt, du lenkst mich ab. Das ist nichts für Kinder. Ohne das Fernglas zu bewegen, scheucht er den Jungen mit der Hand davon. Zu seinem Erstaunen klettert das Kind tatsächlich vom Zaun herunter und schwingt sich auf sein Rad. Tschüss, ruft er dem Mann fröhlich zu, während er mit beiden Händen winkend davonradelt. Der Mann schaut ihm lächelnd hinterher. Fast bereut er es, ihn fortgeschickt zu haben. Der Rotmilan hat sich aus dem Staub gemacht. Es gelingt dem Mann nicht mehr, ihn wiederzufinden. Missmutig senkt er das Fernglas. Verdammter Vogel. Lässt sich einfach von einem Fahrrad verjagen. Er lehnt sich an den Zaun, atmet den Duft nach frischem Gras ein. Ein richtig schöner Frühlingstag. Perfekt für eine Radtour. Er stellt sich vor, wie der Junge zu Hause von seinem Erlebnis erzählt. Bestimmt wird er Grimassen ziehen, die den Mann wie eine Comicfigur aussehen lassen. Sie werden lachen, alle zusammen, und danach werden sie ihn vergessen. Er würde auch gerne lachen über den ungeschickten Buben, aber das erschreckt die Vögel immer so. Ein schriller Ton lässt ihn aufhorchen. War das ein Vogel? Der Rotmilan? In der Ferne zwitschern ein paar Meisen. Kurz darauf meldet sich eine Ente zu Wort. Keine Spur von einem Milan. Als er sich gerade wieder seinen Tagträumereien hingeben will, ertönt hinter ihm das Quietschen einer Bremse. Der Junge lächelt zaghaft. Hallo. Na, diesmal mit Bremse? Der Junge zuckt zusammen. Der Mann bricht in Lachen aus. Dann fügt er hinzu: Also jetzt sind die Vögel wohl endgültig weggeflogen. Der Junge klettert vom Rad, zaubert einen Rucksack hervor. Ich habe meine Zeichensachen mitgenommen, erklärt er dem Mann, während er umständlich im Rucksack wühlt. Kurz darauf hockt er wieder auf dem Holzzaun. Welchen Vogel beobachten Sie denn gerade? Der Mann starrt ins Leere, kratzt mit dem Zeigefinger am Holzpfosten herum. Er ist weggeflogen, ich finde den Vogel nicht mehr. Der Junge zuckt die Schultern. Und warum suchst du dir keinen anderen? Der Mann prustet, reißt einen Holzsplitter heraus. Junge, du hast echt keine Ahnung. Der Junge zückt seinen Bleistift und flüstert: Siehst du die Kohlmeise da? Der Mann lacht laut auf, stößt mit dem Schuh gegen einen der Pfosten. Na, siehst du ihn? Der Mann gibt keine Antwort, verstaut langsam sein Fernglas in der Schutzhülle. Der Wind streicht durchs Gras, der Bleistift übers Papier. In der Ferne zwitschern die Vögel. Plötzlich besinnt sich der Mann, stellt sich scheinbar gelangweilt neben den Jungen. Zeig mal her, deine Kohlmeise. Der Junge deutet auf ein nahes Gebüsch. Tatsächlich, dort sitzt die Kohlmeise, leise vor sich hin flötend. Ein schriller Ton zerschneidet ihren Gesang. Quietschen deine Rede sogar, wenn du nicht fährst? Bemerkt der Mann grinsend. Der Junge grinst auch. Sein Zeigefinger sticht in der Frühlingsluft. Schau doch mal, wen wir da haben.